Vor 2 Wochen haben meine Frau und ich am Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst noch so ein bisschen geschwätzt. Und wir haben das Gespräch nutzen, um unseren Frust loszuwerden über den vergangenen Samstagabend. Es war nämlich ein spezieller Abend, wo alle unsere 3 Kinder zu Hause waren. Speziell darum, weil die mit 18, 15 und 12 nicht mehr jedes Wochenende die gleichen Pläne haben wie wir. Und am Nachmittag haben wir das realisiert beim Posten und dachten, jetzt machen wir einen richtig coolen Abend, haben etwas Feines gekauft, um nachher zur Nacht zu machen, haben dann liebevoll alles vorbereitet und dann, ein bisschen ehrlich gesagt, mit Mühe und Not versucht, die aus ihren Zimmern zu bewegen. Und unglücklicherweise war es einer von diesen Übungen, wo es dann relativ schnell eskaliert ist. Und so nach kurzer Zeit sind wir das zweite dort am Tisch gehockt mit dem Essen, das dort ist, und irgendwie recht frustriert gewesen über dem Abend. Und so in dem Gespräch hat Nadia, meine Frau, dann zum Gegenüber gesagt, hey, geht es eigentlich nur uns so, oder kennt ihr das auch? Und unser Gegenüber, empathisch und liebevoll, wie es war, ich merke, die einen sind wahrscheinlich noch hängen geblieben, die denken, 18, 15, 12, ja, ich habe meinen Bart abrasiert und ich sehe ein bisschen jünger aus, als ich effektiv bin. Und im Gegenüber hat dann, im Gespräch hat das Gegenüber dann gesagt, hey, das ist doch völlig normal. Uns allen geht es doch manchmal so. Oder wie man sagt, das kommt in der besten Familie vor, sogar beim Pastor. Und zum Schluss hat Nadia gemeint, eigentlich sollten wir doch viel öfter miteinander über Misserfolg und Frust reden. Weil ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so. Noch immer habe ich regelmäßig das Gefühl, dass das Leben bei den anderen um mich herum viel besser und ringer und vielleicht auch ein bisschen frommer läuft, als es bei uns der Fall ist. Obwohl ich eigentlich weiss, dass der Schein ja oft auch trügen tut. In unserer Serie «Der schmale Weg», wo wir mitten drinnen stehen, beschäftigen wir uns mit einer Aussage von Jesus, die er gemacht hat zum Schluss von seiner bekannten, wahrscheinlich berühmtesten Rede von der Bergpredigt. Und zum Schluss von dieser Bergpredigt, wo er an seine Jüngerinnen und Jünger gerichtet hat, also Leute, die mit ihm unterwegs waren und ihn als Vorbild hatten, dort gibt er ihnen so eine Wahlmöglichkeit zwischen 2 Optionen. Er sagt, es sind 2 Lebensentwürfe, 2 Wege, die vor dir liegen. Ein schmaler Weg und ein breiter Weg. Und der breite Weg wird beschrieben als ein einfacher Weg, als ein Weg, wo man allein für sich unterwegs ist, unabhängig von Gott, unabhängig vom Glauben. Man macht, was man möchte. Und es wird ein schmaler Weg beschrieben. Ein Weg, der irgendwo auch mit Herausforderungen und Entbehrungen verbunden ist. Und Jesus lädt seine Zuhörerinnen und Zuhörer ein und sagt, hey, wählt für euch, welchen Weg das ihr wollt. Der eine Weg, der schmale Weg, führt zum wahren Leben. Und vielleicht geht es so, wie es mir oft gegangen ist, wenn ich den schmalen Weg gehört habe, dass es ein bisschen grummeln im Bauch hinein, weil das Bild von dem schmalen Weg früher ja oft verwendet worden ist, zum Menschen, ich gebe es zu, mit ein bisschen Nachdruck dazu zu motivieren, ein gläubiges und frommes Leben zu führen. Und vielleicht mögt ihr euch das Bild erinnern, das der Dani Weber letzte Woche in seiner Predigt gezeigt hat, wo auf der einen Seite der breite Weg ist, wo ein Gasthaus dort ist und ein Theater und eine Spielhölle, wie es dort zumal geheissen hat. Und wo am Schluss, am Ende dann der Feuersee gewartet hat oder der Feuersturm. Und auf dem anderen ein kleines, enges Türchen, wo man kaum sehen kann, wo dann der Weg am gekreuzigten Jesus vorbeiführt, an der Kirche vorbei, an einem Kinderhaus, an einem Diakonissenheim, rauf dann in die ewige Glückseligkeit. Und wir haben gelernt letzte Woche, dass bei diesem Bild trotz vielen Wahrheiten eben auch Überbetonungen drin liegen. Einerseits die Vorstellung, dass es bei dem schmalen Weg vor allem um die Ewigkeit geht. So im Stil von, wer dann am Schluss von seinem Leben mal im Himmel möchte landen und nicht in der Hölle, muss schauen, dass er den richtigen Abzweiger im rechten Moment nicht verpasst und sein Füdli in den Himmel aufretten kann. Das ist die eine Überbetonung in die Perspektive, in die Ewigkeit, was jetzt vergessen geht. Und die andere Überbetonung, der werden wir heute Morgen noch ein bisschen nachspüren, ist eine von Äußerlichkeiten. Wie man dort gesehen hat, ist der Weg gesäumt von Äußerlichkeiten. Die Frage eben, ist es jetzt richtig, dass man Spass hat im Leben, dass man sich vergnügt, dass man irgendwo unterwegs ist, auch in der Gesellschaft hinein, oder wäre es nicht eigentlich richtiger, eben der fromme, der schmale, der religiöse Weg auf der anderen Seite eigentlich zu gehen? Äußerlichkeiten
die überbetont werden. Auch wenn das jetzt nicht ein neues Phänomen ist, haftet Gott unserer Zeit doch den Ruf an, dass sie extrem von Oberflächlichkeiten prägt ist. Gerade Social-Media-Plattformen, die Influencer, die sich zeigen, oder ehrlich gesagt auch Filme und Serien, die gaukeln uns so eine Form vom Leben vor, wo wir eigentlich alle tief hinein wissen, dass sie gar nicht echt und real ist. Oder wer von euch hat schon mal auf Social Media ein Bild postet, Nacht um 2:30, wenn er aufstehen aus dem Tiefschlaf, weil das kranke Kind einem geweckt hat und man steht dann so neben dem Kind, neben der WC-Schüssel. Ist nicht so ein Sujet, das man teilt mit der Welt. Oder wer von euch hat schon rausposaunt, was er alles seinem lieben Menschen in seinem Umfeld gesagt hat, in einem Streit hinein, wo man selber mal die Beherrschung verloren hat und unanständige Wörter genutzt hat. Auch diese Seite zeigen wir ehrlich gesagt nicht so transparent. Auch auf meinem Profil findet sich eher schöne Ferienfotos, wenn die Sonne scheint, als anders. Und so ist die einseitige Darstellung von dem schönen und vollkommenen Leben auch etwas, was Menschen unter Druck setzt. Wo irgendwie das Vergleichen in uns innen aufkommt und eben so ein bisschen die Ahnung oder das Gefühl drin, dass es den anderen besser geht als uns. Und irgendwie ist das nochmal so ein bisschen auf eine Stufe aufgehoben worden mit der künstlichen Intelligenz, oder nicht? Immer mehr kommt so in mir das Gefühl auf, wenn jemand etwas teilt, erzählt, oder wenn ich etwas sehe, ist das wirklich wahr? Hast du dir das selber überlegt oder hat dir jemand geholfen dabei? Hast du den Text selber geschrieben oder hat ChatGPT das gemacht für dich? Ist das Bild wirklich echt so passiert? Oder ist das einfach retuschiert? Oder vielleicht noch viel krasser, ein sogenannter Deepfake. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Papst, der 2023 die Runde gemacht hat, wo den Menschen vor Augen geführt hat, wie krass das sein kann, wenn man plötzlich nicht mehr sicher ist, ob das, was man sieht, auch wirklich echt und wahrhaftig ist. Zur Auflösung, nein, der Papst ist nicht in diesen Designerklamotten rumgelaufen. Er hat zwar viel Drip, aber auf eine andere Art und Weise. Aber es führt uns so vor Augen, wie krass das sein kann, wie schnell, dass ja in unserem Leben eben eigentlich die Diskrepanz aufgeht zwischen dem Schein und dem Sein. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass Gott Werte wie Authentizität oder Echtheit das grösste Bedürfnis sind, wo Gott junge Menschen heisst. Das heisst, von dieser Generation Z, also von denen zwischen 95 und 2010 grob Geborenen, dass sie als oberste Wert, was sie haben, Authentizität suchen. Vielleicht gerade darum, weil sie aufgewachsen sind in einer Welt, wo jeder kann etwas darstellen, etwas sein, was er eigentlich gar nicht ist. Sich auf eine Art kann präsentieren, die gar nicht wirklich stimmt. Vielleicht ist darum ihre Suche nach Wahrhaftigkeit und Echtheit und Authentizität besonders gross. Wir haben letzte Woche bei dieser Predigt von Dani Weber schon gehört, dass der schmale Weg manchmal auch den Ruf hat von der Überbetonung. Die Überbetonung von Äußerlichkeiten. Ein frommes Leben, Ritual, bestimmte Moralvorstellungen, Sachen, die man macht oder eben nicht macht als guter Mensch oder als guter Christ. Hauptsache eine fromme und glücklich erfolgreiche natürlich Fassade, die man haben kann. So im Stil von, wenn man den weltlichen Gelüsten und Versuchungen abseit und den frommen Pfad wählt, dann wird man gesund, erfolgreich und glücklich. Und so jagen gerade auch Christinnen und Christen einem Ideal nach, wo sich zwar vielleicht in seiner Form ein bisschen unterscheidet tut von dem, was alle anderen Menschen aussuchen, aber am Ende eben doch das Gleiche ist. Eine Suche nach oberflächlichen Idealen wie Erfolg, Status und Schein. Ein bisschen in einem religiösen Kleid so lang, bis man ein bisschen fängt an Kratzen am Lack, oder? Und wir alle wissen, wie oft, dass hinter einer frommen Fassade ein gar nicht so frommes Leben drin steckt. Und wie gross das manchmal die Spannung ist zwischen dem, was man präsentiert gegen uns und dem, was wirklich ist. Und so erstaunt es auch nicht, dass sich bei uns so ein Sprichwort eingebürgert hat. Wasser predigen, aber Wein trinken. Ich habe es zwar noch gelernt mit Saufen, aber im Internet ist es mit Wein trinken zu finden gewesen. Diskrepanz zwischen frommer Fassade und zwischen dem weltlichen Leben, das eigentlich da ist. Und wenn man das so ein bisschen sich vor Augen malt, dann könnte man vielleicht den Eindruck gewinnen, dass die Oberflächlichkeit eine sehr moderne
Thematik ist. Eben mit all diesen technischen Neuerungen. Aber ganz ehrlich, ist das Problem so alt wie die Menschheit. Und es hat es schon gegeben zu der Zeit von Jesus. Und so sagt Jesus sehr deutlich in dieser Bergpredigt hinein, Kapitel 6, Vers 1 im Matthäus-Evangelium: Hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Jesus hat seinen Zuhörenden deutlich machen, dass es einen Unterschied zwischen Sein und Schein gibt. Und dass es bei ihm nicht um Formen, um Frömmigkeit oder Äußerlichkeiten geht. Und Jesus hat in diesem Abschnitt dann das noch ein bisschen genauer erklärt und hat 3 Beispiele genommen, die in der damaligen Zeit so angesehene religiöse Praktiken waren, die hätten darstellen sollen, dass jemand eben ein besonders guter Mensch ist. Und so sagt er dann im Folgenden ab Vers 3 dann von dem Kapitel 6: Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Oder das nächste Beispiel: Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und nochmal ein Beispiel: Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Und all diese 3 Beispiele werden immer mit dem gleichen Satz oder mit dem gleichen Satz dann abgeschlossen. Denn er, der Vater im Himmel, ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Für Jesus ist Frömmigkeit nicht so wichtig wie Authentizität, wie Wahrhaftigkeit und wie Echtheit. Echtheit oder authentisch sein meint, dass wir in der Darstellung gegen aussen die gleiche Person sind, wie wir auch für uns selber in unserem Privaten sind. Dass wir die gleiche Person präsentieren gegen aussen, wo wir auch wirklich sind. Und uns nicht versuchen, ein bisschen aufpolieren mit einem Schein, wo eben nicht so viel Sein drin steckt. Wenn Jesus deutlich geworden ist, dann immer dran, wenn es um Heuchelei gegangen ist. Könnt ihr mal nachlesen, wie deutlich dass Jesus seine Abneigung gegenüber Heuchlern und Heucheleien kundgetan hat. Kaum einmal ist Jesus so deutlich und pointiert worden, wie wenn es darum gegangen ist, dass unser Erscheinen mit unserem Sein soll übereinstimmen. Mit dem hat er nichts anfangen können. Jesus hat gesagt, dass ihm das Herz wichtig ist. Vielleicht erinnert ihr euch an die Stelle im Alten Testament, dass es darum gegangen ist, den König David zu finden. Und er war der Jüngste und der am wenigsten wahrscheinlich war. Und dort sagt Gott dem Prophet, dass Gott, er schaut aufs Herz und nicht auf die Erscheinung, die außen ist. Für Gott, für Jesus, geht es um das, was in unserem Inneren drin ist. Warum? Wie die Bibel uns sagt, das Herz bestimmt über unseren Lebensfluss. Das Herz entscheidet, in welche Richtung dass wir uns entwickeln. Was da innen ist, wird früher oder später auch äußerlich sichtbar werden. Mit Herz meine ich unsere Motive, die wir haben. Unsere Wünsche, unsere Lebensziele und unsere Prioritäten. Und wir können vielleicht ein bisschen pointiert sagen, wir können ganz viele fromme Sachen aus der falschen Absicht tun. Und wenn es uns darum geht, Ansehen, Respekt, Bestätigung, vielleicht sogar die Segnungen, die wir uns so wünschen, abzuholen durch Formen, dann werden wir bei Jesus sehen, ihm ist unser Innere wichtiger als Äußerlichkeiten. In diesem Abschnitt redet Jesus von 3 damals verbreiteten Praktiken, etwas darzustellen, wo man eigentlich gar nicht ist. Und ich habe mich gefragt, was ist das vielleicht heute? Was ist es vielleicht in unserem Leben? Wo stehen wir in der Gefahr? Fromme Ausdrucksformen oder christliche Moralvorstellungen überzubetonen? Wo versuchen wir krampfhaft den Anschein zu erwecken, dass wir, gerade vor allem als Christinnen und Christen, alles im Griff haben? Wo setzt der schmale Weg uns selber unter Druck? Weil wir unser Leben mit dem von anderen vergleichen, ohne dabei zu merken, dass es ja gar nicht ihr echtes Leben ist, was sie uns zeigen oder wo wir sehen. Wo zerbrechen wir vielleicht innerlich an den scheinbar unerfüllbaren Anforderungen, die der christliche Glaube an unser Leben stellt? Wo haben wir den schmalen Pfad aufgegeben und verlassen? Mindestens innerlich,
weil wir gemerkt haben, diesen Ansprüchen können wir sowieso nie genügen. Mir ist es wichtig auszudrücken, wenn ich jetzt das so ein bisschen kritisch hinterfrage, dann geht es mir nicht darum, ein schlechtes Licht auf so einen Lebensstil zu werfen, der sich an Jesus orientiert und auf eine Art und Weise auch vorbildlich ist. Die Abkehr von der Betonung von Äußerlichkeiten heisst nicht, dass wir einfach jegliche Prinzipien und Leitplanken über Bord werfen. Im Gegenteil, ich glaube, Jesus will uns zu frommen Menschen machen, die mit ihrem Sein einen Unterschied machen in der Gesellschaft drin und wo leuchtet wie die Stadt auf dem Berg, wo Jesus in seiner Bergpredigt ankündigt. Ich glaube, das ist sein Ziel. Aber er wählt wahrscheinlich einen anderen Ansatz, als wir das so oft machen. Und so verstehe ich auch die Aussage von Jesus in der Bergpredigt im Kapitel 5, wo er einen ganzen Abschnitt mit folgender Aussage einleitet. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, also die Art, wie ihr mit Gott und mit anderen Menschen umgeht, nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, kleine Klammern, die Jesus als Heuchler dargestellt hat oder entlarvt hat, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also Jesus hat durchaus ein Interesse daran, dass unsere Handlungen, unser Leben eine andere Sprache redet, als das vielleicht von anderen Menschen in unserem Umfeld hinein. Und dass die Werte, die die Bibel hochhebt, auch in unserem Leben sichtbar werden. Aber besser meint da nicht noch genauer und noch strenger und noch ausgefeilter, sondern besser meint da authentisch. Besser im Sinn von innen raus, aus unserem Herz raus, nicht von außen einfach eine Form anpasst, sondern aus einem veränderten Herz raus. Besser in der Authentizität. Besser im Tiefgang, was es hat in unserem Leben. Und so verstehe ich auch einen anderen Vergleich, den Jesus zum Schluss der Bergpredigt macht. Es kommt gerade nach dem Vergleich mit dem schmalen und dem breiten Weg. Und es geht dort um religiöse Führungspersonen und Glaubensvorbilder oder engagierte Gläubige. Und Jesus sagt dann gerade anschliessend an das schmale und breite Weg: Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt ihr sie, also die falschen Glaubensvorbilder, an dem, was sie tun. Kann man etwa Weintrauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln pflücken? Natürlich nicht. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Jesus geht es nicht um Äußerlichkeiten, sondern um ein verändertes Herz. Wieso? Weil Jesus das Potenzial vom Herz kennt in unserem Leben. Er weiß, dass unsere Handlungen ein Resultat sind von unseren Motiven, von unseren Wünschen, von unseren Prioritäten. Und dass das, was das Tiefste in unserem Inneren ist, irgendwann sich zeigen wird. Früher oder später. Können wir uns nicht mehr verstellen. Früher oder später, unter genug Druck, unter genug, was auch immer das es dann ist, wenn wir vielleicht müde sind, wenn wir uns genug sicher fühlen und die Schale bröckelt, irgendwann drückt das durch, was das Tiefste in unserem Inneren drin ist. Und Jesus sagt dem, ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein gutes Herz bringt gute Handlungen, bringt einen guten Lebensstil, bringt einen guten Umgang mit Gott und mit anderen Menschen. Und ein schlechtes Herz wird schlechte Früchte tragen. Früher oder später. Und so komme ich zurück zu dem Gleichnis vom schmalen Weg. Es heisst, der schmale Weg führt zum Leben. Zum wahren Leben. Zum vollen Leben. Zum erfüllenden Leben. Zum Leben in dieser ewigen Gemeinschaft mit Gott. Das Leben auf dem schmalen Weg entspringt aus einem Herz, das sich an Gott ausrichtet und Gemeinschaft mit ihm sucht. Und so mache ich nochmal einen Bezug zu dieser Bergpredigt, weil ich glaube, dass die Bergpredigt durchdrängt ist von diesen Gedanken und Prinzipien. Ganz am Anfang redet Jesus von diesen Seligpreisungen. Und er sagt dort, glücklich zu preisen ist, oder man kann auch sagen, gesegnet ist, oder man könnte sagen, glückselig oder glücklich ist, oder vielleicht umgangssprachlich, oh, wie gut geht es diesen Menschen, wo? Und dann fügt er Eigenschaften an. Und das heisst dort, glücklich zu preisen sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz, das ist das, was erstrebenswert ist. Weil es führt dort an, wo sich so viele Menschen hingesehen haben in der damaligen Zeit.
Und ich glaube auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten, all die es besonders genau gemeint haben auch eine Sehne gehabt nach dem Zusammensein mit Gott, eine Sehne danach gehabt, es gut und richtig zu machen in ihrem Leben. Und Jesus sagt, wer ein reines Herz hat, der wird belohnt werden mit dem Geschenk von der Gemeinschaft mit Gott, von einem Leben in der Fülle, von dem wahren, von dem echten Leben, wo der schmale Weg anführt. Und ich bin sicher, Jesus hat ein paar Texte aus dem Alten Testament im Hinterkopf gehabt, die er super gut gekannt hat. Zum Beispiel aus dem Psalm 24, Vers 3-4, was heißt: Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und an diesem heiligen Ort vor Gott treten? Jeder, der kein Unrecht tut und ein reines Herz hat. Jeder, der keine fremden Götter anbetet und keinen falschen Eid schwört. Oder im Psalm 15 wird die gleiche Frage, wer kann denn vor Gott kommen, beschrieben mit dem, wo aufrichtig seinen Weg geht. Aufrichtig seinen Weg geht. Für Jesus ist klar, Menschen mit einem reinen Herz, Menschen mit einem Herz, wo sich sehnt nach Gott, werden früher oder später in ihrem Leben die positiven Auswirkungen erfahren und erleben. Und so könnte man vielleicht zusammenfassend sagen, dass der Ruf von Jesus ein Ruf ist zu mehr Sein statt Schein. Ganz im Sinn von unserem Jahresmotto, das uns begleitet seit Anfang Jahr, unterwegs sein, mit dieser Betonung auch darauf, so Momente in unserem Leben zu haben, wo wir die Verbundenheit mit Gott suchen, wo wir Priorität auf unser Herz legen. Manchmal geht es vielleicht so wie mir. In diesen Predigten, im Lesen der Bibel, im Unterwegssein als gläubiger Mensch, da gibt es so viele gute Tipps und so viele gute Ratschläge, die man einbauen in sein Leben. Und die sind alle super gut. Die sind alle mega gut, aber es nützt nichts, wenn das nur fromme Äußerlichkeiten sind, wo man mit reiner Willenskraft versucht, in sein Leben hineinzudrücken, wenn nicht dahinter ein verändertes Herz steckt. Die Bibel ist mega schonungslos ehrlich, wenn man sie lesen. Wie viele Menschen das versucht haben, in eine Richtung unterwegs zu sein, aber ihr Herz schlussendlich früher oder später durchgedrückt hat und sie auf den falschen Weg geführt hat. Wir bemühen uns manchmal so, ein aufrichtiges, gerechtes und gottfälliges Leben zu leben, dass wir manchmal mitten in unseren guten Plänen und Vorsätzen aus den Augen verlieren, dass der Glaube mehr ist als ein Regelwerk. Dass der Glaube mehr ist als das, was auf dem Bild, auf dem schmalen Pfad aufgeschrieben ist. Dass es von innen rauskommt, aus unserem Innersten. Manchmal kann das Leben auf dem schmalen Weg uns regelrecht überfordern. Lies mal die Bergpredigt. Das ist Matthäus Kapitel 5-7. Man hat es schnell gelesen, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und beschreib mal dein Gefühl, nachdem du das gelesen hast. Soll ich dir mein Gefühl sagen? Pure Überforderung. Das ist ein Anspruch von einem Ideal, das unerreichbar ist. Und ich glaube niemandem, der das darstellt, dass sein Leben so vollkommen und perfekt ist. Wo Jesus sagt, hey, nicht nur der hat Ehebruch begangen, der effektiv die Tat tut, sondern nur schon der in seinem Herz unreine Gedanken hat. Nicht der hat jemanden umgebracht, der ihn effektiv ermordet hat. Nein, nur schon der in seinem Herz böse Gedanken hat und zu jemand anderem gesagt hat, du Double du. Oder du Dummkopf. Das Leben auf dem schmalen Weg kann manchmal so aussehen, dass es uns richtig abschreckt. Und dann muss ich mir wieder in Erinnerung rufen, bei meinem Herz anzufangen, bei meinem Innersten und zu sagen, Jesus, ich werde es nicht schaffen, das zu finden, was ich suche, wenn ich mir einfach noch ein bisschen mehr Mühe gebe, auch wenn das wichtig und gut ist. Ich werde es nur dann schaffen, wenn ich immer wieder zurück zu dir komme. Eingestehe, dass ich es selber nicht kann und dich suche. Es gibt einen Text in einem Brief vom Apostel Paulus, einer von diesen Nachfolgern von Jesus, der vielen geholfen hat, auch im Glauben unterwegs zu sein, im 2. Korinther 3, Vers 18. Und ich liebe den Text, ich liebe den Vers. Er drückt für mich so eine Schönheit aus von dem. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Und jetzt, der Herr verändert uns durch seinen Geist,
damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Gott verändert uns. Das Bild malt die Szene vor Augen, wo man vorher aus dem Psalm gelesen hat, wo der Mose auf den Berg kommen, in die Gegenwart von Gott, in die Nähe von Gott, an den Ort von seiner Sehnsucht hin. Aber der Mose musste sein Gesicht verhüllen, weil Gott so heilig und so anders war. Und der Text ruft uns dazu, durch Jesus durch das, was Jesus für uns gemacht hat, können wir mit unverhülltem Gesicht vor Gott stehen. Und er wirkt in uns hinein, ein verändertes Herz. Er schafft in uns hinein das reine Herz, wo uns von innen heraus verändert und wo uns motiviert, immer wieder neu zu laufen auf dem schmalen Pfad, das Ziel von dem wahren Leben vor Augen zu behalten und nicht daran zu zerbrechen. Und so möchte ich mit meiner Predigt eine Einladung geben, auch für dich, dort wo du bist, einzustimmen in ein uraltes Gebet. Es ist etwa 3000 Jahre alt. Ein Gebet, das der König David gebetet hat und wo in den Psalmen steht, im Vers 12 vom Kapitel 51. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Erschaffe mir ein reines Herz, o Gott, und erneuere mich und gib mir Kraft, dir treu zu sein. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns kennst. Die Bibel spricht uns zu, dass du unser Innerste kennst. Auch das, was im Verborgenen liegt, du weißt darum. Du kennst unsere Gedanken, du kennst unsere Absichten, du kennst aber auch unsere Schwachheit, unsere Unvollkommenheit. Herr, vor dir müssen wir keine Fassaden anstellen. Vor dir müssen wir nicht etwas scheinen, wo wir gar nicht sein können. Und ich danke dir dafür, dass jeder da rein die Gewissheit erfährt, dass dein Blick, den du für unser Leben hast, ein Blick ist voll Gnade und voll Liebe und voll Barmherzigkeit. Und voll von dem Wunsch, dass wir das volle, wahre Leben dürfen entdecken und finden. Du willst uns nicht vorenthalten, sondern du willst uns segnen mit der Fülle vom Leben. Und Jesus, so kommen wir vor dir mit unserer Unvollkommenheit und stimmen ein das uralte Gebet. Ich zuallererst, ich glaube viele mit mir da rein, wo beten, erschaffe uns ein reines Herz, oh Gott, und erneuere uns. Und gib uns die Kraft, dir treu zu sein auf unserem Lebensweg. Ich bete für die da drinnen hocken, wo es nicht die Luft abgeschnürt hat, wo sie von dem schmalen Weg gehört haben. Wenn man so oft Druck gemacht hat mit dem frommen Leben, wo man sollte und müsste sein. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, um Heilung von ihren Herzen, um Wiederherstellung, auch von dieser Sehnsucht, um Wiederherstellung vielleicht von dem kindlichen Glauben, von dieser Suche nach dem wahren Leben. Von denen, die den Rücken gekehrt haben, weil sie gesagt haben, es ist unmöglich, es geht nicht. Und ganz ehrlich, es schafft es gar sowieso niemand. Es ist, dass du uns immer wieder zu dir ziehst und zu dir rufst. Erschaffe mir ein reines Herz, oh Gott. Erneuere mich und gib mir Kraft, dir treu zu sein. Und Herr, wenn wir laufen auf dem schmalen Weg, hilf uns. Herr, erbarm dich über uns, über unsere Schwachheit, über unsere Unvollkommenheit, über unsere Herzen, die so oft noch nicht ganz rein und heilig sind. Erschaffe mir, o Herr, ein reines Herz. Erneuere mich und gib mir Kraft, dir treu zu sein. Amen.